Marisola. Dit is een 19 oktober, klok 10 smars. Dit zijn gedanken uit Gottes woord. Ik wil hier overhafts een Engelse lied spelen. Jesus, Father, Spirit, wat ze doen, heeft ik ook zijn. Wil treden met dat thema, we laten Kjrist. We mogen Kjrist laten. En nog wel welkom treden, dat is het Deutsche radioprogramma, 1250 KZ. En wanneer je dat op YouTube horchen, check dat wel ik wieder. Ik sage nieuw dankzij dafür. Wir haben noch nicht von Matthäus vergeten, wir wollen nur der halbe Deel waren opvangen. En dan Gerrit en de Oosters nennen. Ik heb me van deel een thema gewählt, dat thema wird heiten, we laten Kjrist. En viele Toehoorders würden vielleicht so denken, dat is het multiet. Dat moet weer op het thuis afstoppen en over frühes Kleider reden en over Mondskleider. Het is interessant, want mensen hebben bloß van frühes Kleider geredet worden, ne? Mensen jongen van Mondskleider. Maar dat is niet mijn thema van der. Entschuldige, ik heb niet een thema van der van hoe lang de rok zal zijn, wegen Wechsen, oder Kleider, oder wegen Haar, oder Bord. Van dat wil ik niet reden. Ik wil reden van het bannerste van de Kjrist. En onze hoofdvers, die vingen we in Johannes kapitel 7, vers 38. Dat is het Evangelium, Johannes kapitel 7, vers 38, wo Jezus te de mensen redt, besonders te de Pharisäer. Hij zegt hier, du sei wat wichtig, zegt hij, die wer aan mij gelooft, zoals de schrift zegt, uit den wat leven je woeder scheel. Dat is een beetje mijn Plautdietsch overzetting. Die wer aan mij gelooft, zegt Jezus, zoals de schrift zegt, uit den wat leven je woeder scheel. Dat geeft een beeld van frisse woeder, dat geeft een beeld van schijnend woeder, dat geeft een beeld van erfrischende woeder, niet zo? En zo nu hebben we een beetje dat thema verhonen. En om dat thema een beetje een bijspel bijbrengen, wil ik van der twee geschichten vertellen. Mij interesseren geschichten. Menschen würden gleich denken können, die würden nicht denken können, wat de prediger vielleicht 10 Jahre 3 geredet haben in seiner Botschaft, wo behaftet eine Geschichte vertelt, dat kann er wel nicht denken. En so Geschichten zijn krachtvoll. Dat is waarom Jezus de broken deed. Jezus brokt allemaal Geschichten. Is sehr veel Geschichten in zijn leven deelbrengen. En dan zullen mensen over die Geschichte nu denken en dat laten erwarten en laten sogar jaren en hart, niet zo? So mijn eerste Geschichte, dat kwam van een prediger, wat lang geleefd heeft. Dat heet Charles Simeon. En prediger Charles, wie beim Grafhof, wie naam dat lijkt verder een dodeshof, niet zo? Ik word het naam een grafhof, een graveyard op Engels. En hij is al tidig, hij merkt eruit voor een begrafenis.
Viele Menschen haben bloß beim Grafhaft Begrafnis. Ich habe während meiner frühe gesagt, ich will das gleich so. Aber hij ist du tätig, hij leert in seine Gruppe zum Begrafnis aufholen. Und den Zeit, wo hij de leert, fangt an, naar de Gräber zu kijken, wat er zijn. En meeste Gräber haben ja immer Steine abgestellt. Und auf den Stein ist gewöhnlich der Name, das Jahr von der Geburt, das Jahr von den Tod. Und vielleicht hast du aber noch mehr. Vielleicht hast du eine Bibelvers, vielleicht hast du eine Sei, vielleicht hast du ein Gedicht. Und kommt irgendwo bei das 5. oder das 6. Grab. Und dann sieht er durch, was sehr kraftvoll ist für ihn. Er liest das einmal, er liest das noch weiter, und er liest das jedes Mal. Und das sei auf Englisch steht: When from the dust of death I rise, to claim my mansion in the skies, even then shall this be my plea: Jesus hath lived and died for me. Nu nog op Deutsch. Wanneer ik van dit stof van den dood naar huis go, en ik mijn palace go im Himmel en alof, so går dan wat mijn laatste hoop zijn: Jesus hath geleefd en is gestorben für mich. Op Deutsch steht sich dann nicht so rein, das ist auf Englisch, so wollte ich dann noch einmal auf Englisch. When from the dust of death I rise, to claim my mansion in the skies, even then shall this be my plea: Jesus hath lived and died for me. Nu best vielleicht nicht schwierig, die redet hier von Leben mit Wuter, nu redet von den Tod, und die redet hier von der Frau, wo Latt'et Kjrist, und nu best hier beim Grafhaft, wat in der Welt, well, hört mal, was hier dann passiert. Das Charles Simeon predigt ja so gegriffen von dit Gedicht, das packt ihm so am Hart, sagt, dit muss ich jemand sein. Alright, du hast das Leben gewut, mein Freund, und Kjrist haltet die gute Neuigkeit nicht für sich selbst. Wenn ich immer gehört, wer muss sein, bei Lowe's Market als ein großer Sale. Rebusen sind $1 Stück, und das sind rote Seite, solche Rebusen. Ich würde das widerreden, nicht so. Wofür mehr das Evangelium, wenn wir so eine gute Neuigkeiten haben, dass ich wir verloren. Ich wüsste mir nicht, und dann kam Jesus der Heiland und rat mich das alle, und hat mein Haar und mein Meister geworden, und nun geht mir das Schein. Wo würden wir das nicht wollen widerreden, nicht so? Ich freue mich für eine Lied, die werden von dieser Werk in meinem Office. Sie sagen, sie wollen in Mexiko fahren, und sie wollen ihre Geschwister von Jesus vertellen. Du hast das Leben nicht gut, mein Freund. Das war ein Kjrist Lat. Das wird eben Kjrist Rütscheld. Weißt du warum? Wegen des dich bei Gott gewesen. Wer dich bei Gott ist, der hier dort mit kicken, wo andere sich antragen. Der hier dort mit kicken, wo lang Jahren seine Haare sind. Der hier even sogar ab mit kicken, was der ein Tattoo hat oder nicht. Wo der haben Verlangen, Menschen zu halten und Menschen zu leben. Wegen das, wer Gott ist. So das Prediger denkt so, wem kann ich diese gute Botschaft vertellen? Das ist die wertvolle. Er sitzt auf einmal dort wieder auf, du hast eine Früh, so auf Knies, und der jeder Schlag. Der hielt und der rot. Er geht dich bei ihr und sagt, Tante, könnt ihr mal ein Gedicht wiesen? Er nimmt er bei der Hand, lehrt er das Graf, und lest sie das hier. Wenn ich schwor abheben, und mein Palace sein, sogar dann, wo mein Leid sein, mein Raub, Jesus ist, hat gelebt für mich, und er ist gestorben für mich. So ich lese das, und hielt sie ab mit Rohren. Und dann der Prediger nicht bloß das Gedicht wiesen, und wir fragen ihre Adresse, und er sagt, morgen will ich kommen spazieren. Wenn ich sitze, die ihre Schlag, vielleicht kann ich irgendwo halten. Und er hält sein Wort. Das ist noch ein Ding, was ein Kjrist hat. Ein Kjrist hält sein Wort. Er sieht sich auch ab, und er wird an, dass er erst bei ihrer alten Mama, und der ist al meist gestorben von der Asthma, der ist auf ihr Storbad. Und es sind zwei arme Kindertjes, abend bekleidet, wegen sie sind so arm. Stunden am 4, das wir lang drei. Das ist alles kalt und miserablich und arm. Und so, der Prediger bet für die alte Mama, er bet für die Familie. Und dann würde man vielleicht so denken, ja, hat er gut getan, nicht? Well, Jakobus sagt, wenn du ein Mensch sitzt, der hungert, und die Menschen haben das alles bastet, dann hast du noch nichts getan. Das Prediger fuhr Groceries kaufen, und er raubt sich Freunde auf, was die Geld hatten. Dann halten sie diese Familie mit einem besseren Haus, mit einem besseren Eten, was sie sich waren verholt haben. Diese Mumke bekehrt sich zu Jesus Christus, und Luther sagt sie zu dem Prediger, ich bekehre mich über weites Wort, aus dem mir den Tag fängst, du beim Grafhaft,
Ik had gepland mijn leven te nemen. Dat we alle zo uit, dat ging zo slecht. Mijn mama weer krank, we werden zo arm. Ik wil den dag mijn leven nemen. Door mijn grafhof mankte dat je. Maar du nimmst mir de hand, weist mir diesen Farsch. En dan nicht bestaat die Halbsans. Du hast die Leib Jesus Christus gewesen, en den Jesus wil ik. En hast du sich bekeerd. Dat zou een Kjrist Latt'et, meine vriend. Nicht bloß ik ga voor die beden. Oder ik wens je alle pastor. Oder nou, ik ben te druk. Dat brukt tijd wat is prediker. Dat brukt tijd, dat brukt geld, dat brukt een haargeven. En dat leven je goed, dat scheel die tien ruit, niet zo. Dus nog een geschichte. Ik word het kart maken. Und this businessman wie bozig. Hij wil op een train station, hij wil op een zoeken op naar zijn nächste stad en doet business doen. Hij heeft zijn chamadan met zijn suitcases en hij raadt naar den zoek, wenn de zoek is mesbutton verloten en hij is lood. Hij zit al, de zoek, de rekent al, dat wordt bald moving. En hij is bozig. Door een train station is een blinge materiaal wat niet zijn kan en die verkauft door appel. Die heeft door appel im Kjrist en verkauft die door. En dus this businessman die daar een train station rond, heeft zijn chamadan en den appel carve on. En de appel, die vliegen alle wegen aan, die ran alle wegen aan, alle wegen unja. En hij raamt, dan zegt de Heer Jezus, wat hast je doen? Hij stopt, hij winkt aan en hij vangt aan appeltop te lezen. Die weer een paar slechte mank en dan neemt hij geld en betaalt hij de geld voor die. En weet je wat, die zoekt weer lang weg. Hij had zijn zoek gemist. Dan zegt hij tegen de I'm sorry dat ik die appel heb uitgesteld. Maar hier zijn al die goede appeltrein. En hier is geld voor de appel wat te slecht geworden zijn van hier volgende, die wat niet aan kan vinden. Die brengen me al, die ja, het komt dichterbij en dat te zien gezegd zo veel tussen de blinge persoon en dat. Vraag die man, wat is dat? Wel, zeg ze, ik ben best nieuwsgierig als die op eenmaal Jezus Christus was. Wat had deze man gedaan? Hij had leven je water laten uitschelen, iets zeg. Dat we frische water, dat we gouden water, dat we schijnend water. Dat hij zijn business meeting wil missen, dat we gar niet wichtig. Nu weer tijd om zijn licht dagen laten. Dat we tijd om het water laten uitschelen. Dat is de antwoord tegen de vrouw, wo laten Kjrist, mijn vriend. Zo'n Christen op deze aardbol, die worden de wel bekeerd te Jezus Christus. Wegen andere mensen worden het worden, andere mensen worden het zijn. We hebben het veel te druk met kerkentimers, met strijden op meetings. We hebben het druk met wat andere mensen laat. Maar ik wil gaan, mijn gebed is dat uit mijn hart wat leven het goed uitschelen, dat ik wat tijd heb voor anderen, dat ik wat geld heb voor anderen, dat ik wat in een warme heb voor die. En dat leven het goed dat wat uit mij uitschelen. Wat zegt Jezus? Wer om mij leeft, is de schrift zegt, uit den wat leven het goed schelen. Dat, mijn vriend, dat is de antwoord tegen de vrouw, wo laten Kjrist. Mag God je zegenen, ik wens je een goede dag, ook een goede week.